Es ist fast 14 Uhr und das heißt, dass das Qualifying zum Großen Preis von Deutschland hier auf dem Hockenheimring in Kürze gestartet wird. Ich glaube, wir werden heute eine starke Leistung von Ferrari und Red Bull zu sehen bekommen. Denen liegt der Große Preis von Deutschland sehr. Beide Teams wissen ganz genau, was nötig ist, um hier zu gewinnen. Ich gehe davon aus, dass sie das heute mit den restlichen üblichen Verdächtigen unter sich ausmachen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu F1 2015 in der 2014er Serie. Mehr oder Serie, Saison, so muss ich sagen. Und ja, wir sind jetzt beim Grossen Preis von Deutschland mit endlich schönem Wetter. Ich glaube, das dritte, nein, das zweite, nein, jetzt muss ich überlegen, das erste Qualifying, wo jetzt wieder trocken ist. Wir haben, glaube ich, Österreich und was war Großbritannien, also beziehungsweise England war ja Regen gewesen. Genau. Gut, wir gehen jetzt mal davon aus, dass morgen auch Schönwetter ist. Deswegen tun wir jetzt die Option lassen wir mal und tun Höchstgeschwindigkeit rein. Genau. Probieren wir mal so. Also gut, wir gehen jetzt mal raus und probieren mal gute Zeit herzulegen. So, wir müssen ganz kurz schauen beim Controller. Wir müssen ganz kurz den Controller ausschalten, weil der wieder an war und dann kommt eben wieder der Ingenieur kommt dann wieder dort drüber raus und nicht über den Fernseher. So, und wir probieren jetzt einfach mal eine gute Runde herzutatschen. Ich bin gerade vorher noch schnell ein bisschen rumgefahren, da ein bisschen Training sozusagen gemacht, um ein bisschen die Strecke kennenzulernen. Mir ist auch wichtig, ein bisschen zu wissen, wo sind Bremspunkte, vor allem welchen Gang muss ich nehmen, in welcher Kurve. Und ja, ich glaube, grundsätzlich habe ich es jetzt ein bisschen fertig gebracht, das herauszufinden. Und wir probieren doch das jetzt einfach mal. So, ich muss jetzt versuchen, vor dem Fahrer hinter mir zu bleiben. Ist entweder der Bottas oder der Massa, so ein weißes Auto im Rückspiegel. Bottas. Weil vor mir habe ich aber gerade eine freie Strecke. Da ist eine ganz schwierige Kombination da. So. Und dann probieren wir es mal. Fettmaschine, ein bisschen mehr Motorleistung. Da meine 5. die ja nicht schneiden dort, weil sonst gibt es keine Strafe. Hier vorsichtig raus beschleunigen. Da Bremspunkt nicht verpassen. Fast ein bisschen zu früh gewesen, ich war einfach nicht so fest auf der Bremse gewesen. Wir müssen eigentlich noch bremsen noch. Hui, ja, das war ein bisschen geschnitten, aber anscheinend kein Zeitvorteil. Und wir sind 7000. Was? Langsamer als der Rosberg. Hamilton prätscht da noch schon eine beste Zeit her. Wir könnten es jetzt theoretisch versuchen, noch etwas rauszuzahlen, wobei ich glaube, wir sind jetzt schon langsamer.
Und das ist immer der erste Sektor, wo ich recht langsam bin. Ich probiere es einfach gerade nochmal. Ich glaube, hier vorne habe ich Zeit verloren, hier ist ja der Motodrom. Und aus dieser Kurve, hier, wenn ich wieder reinkomme, da habe ich glaube recht viel Zeit liegen lassen. Da sind auch die 7000 Stellen weg gewesen. Jetzt bin ich zwar sehr gut rausgekommen. Aber ich denke, da längt nicht. Mose gelangt! Oh mein Gott! Und ich wollte gerade sagen, es längt auch nicht. Und dann machen wir wirklich Bestzeit. Um wie viel? Ich weiß nicht wie viel. Oh mein Gott, wir haben Bestzeit gemacht. Wir haben Pole Position momentan. Wir haben Pole Position, sehr gut. Aber wir haben ein geringes Regenrisiko. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, weil ich den Ericsson noch vor mir hatte, die Ericsson nicht vor mir hatte, die auch noch bessere Zeit hertatschen. Ja, ich komme mit Seat-Box. Unglaublich, unglaublich. Wir haben wirklich Pole. Und ich habe die Stufen immer noch eins weiter oben, als ich Anfangssaison gefahren bin und mache jetzt so gute Zeiten oder schaffe es immer noch auf den ersten Platz zu kommen. Ich glaube, ich fahre mal später mal noch ein Rennen mit nochmal eine Stufe höher, um zu schauen, wo ich dort will, so plus minus platziert werden. Weil der Ferrari war eigentlich in der 2014 Saison wirklich nicht wahnsinnig gut gewesen. Unglaublich. So gut. Aber es ist ja wirklich da, bin ich perfekt gefahren, wirklich nie Probleme gehabt. Unglaublich, so etwas. Also, wir gehen in die Box rein, schauen mal, was ich für eine Zeit gemacht habe, was der Rückstand ist. So gut. Also, wir gehen jetzt mal schauen. Da. Du fährst ein klasse Rennen. Wir liegen wieder viel weiter vorne, als wir erwartet hatten. Okay, klasses Rennen, wir sind erst im Qualifying, aber egal. So, wir schauen schnell dort unten das Wetter. Der zeigt jetzt zwar nichts an von Regen, komischerweise. Sogar in 90 Minuten sagt er, es sei immer noch kein Regen rum, also wird da sehr wahrscheinlich schon trocken bleiben. Außer das kommt etwa so 10-15 Minuten nach kleinen Schauer, aber das wäre mir jetzt noch egal eigentlich. Ja, es wird einfach kühler, aber kein Regen. Denke ich jetzt einmal. Schon schauen. Nein, okay. Gut, zu den Zeiten. Wir sind 2 Zehntel schneller als der Hamilton. Sektor 1, da bin ich immer langsam. Wir sehen es hier rechts, wo der Alonso ist. Unten dort sehen wir zweimal grün. Also Sektor 2 und 3 sind wir schneller gewesen. Sektor 1 ist der Hamilton am schnellsten. Dort habe ich ja, etwa 3-5 Zehntel bin ich dort langsam, also eine halbe Sekunde. Ja, kann man rausholen. Kann man wirklich irgendwo rausholen dann. Aber ich glaube es einmal, das bleibt so. Darum tue ich die Zeit mal vorspulen ein bisschen. Und damit steht Fernando Alonso auf P1. Jetzt kann er sich auf das morgige Rennen freuen, bei dem er alle Chancen auf den Sieg hat. Er hat seinen Boliden heute definitiv bis ans Limit gebracht. Dafür wurde er aber auch gebührend belohnt und das ist ein wirklich wunderbares Ergebnis. Ja, also wir haben es geschafft. Wir sind auf P1. Hinter uns ist der Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Vettel, Bottas, Räikkönen auf Platz 7. Butters, der Button, Magnussen, Van, Massa und Hülkenberg. Und ja, richtig gut, dass wir aufs P1 geschafft haben, dass wir Pole Position haben, dass wir doch einen Punkt holen im Morgenrennen, hoffe ich mal. Weil das ist sehr wichtig da. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen gerade ins Rennen über.